wird das sein. Wir sind gerade auf dem Weg nach Dortmund, deshalb Grüße aus dem Auto heute. Wir sind in aller Frühe heute losgefahren um 6:30 Uhr, um auf die Best of Events Messe zu fahren. Hier, ja, Peter Spataro ist heute der berühmte und bekannte und beliebte Speaker. 12:30 Uhr geht's los. Genau, wir sind jetzt gerade an Frankfurt vorbei und haben gedacht, wir schicken mal Grüße. Ja, vorher war es noch dunkel, deshalb erst jetzt. Oh. Ich bin schon schnell. Ja, wir sind hier mitten auf der Autobahn, wir können jetzt aber wieder schnell fahren. Wir waren gerade ein bisschen im Stau, aber jetzt passt's. Raus aus dem Schwabenland. Ja. Das heißt, wir werden uns Schwäbisch jetzt ablegen. Oder nehmen, wir legen es nicht. Aber ich habe eine Übersetzerin dabei. Ja, ich gebe mein Bestes, wenn Fragen aufkommen und so. Versuch mich im Hochdeutschen ganz vornehm auszudrücken, gell? Ja, seriös. Ja. Das erste Mal, dass wir seriös sind. Genau. Ja, wir werden heute ein bisschen berichten von der Messe. Ihr dürft gespannt sein. Und ja, wir melden uns einfach wieder, wenn wir dort sind. Bis nachher! Hallo! Herzlich willkommen. Jetzt sind wir da. Ja, wir sind angekommen. Parkausweis haben wir auch, Tickets haben wir auch und hier ist echt schon viel los. Also wir sind da und ist die Kamera hier? Nee, da oben, eins weiter oben. Ja, genau das. Damit man auch nicht immer sich selber anhört. Genau, ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, gucken mal, was hier so geht. Und, Wir berichten immer wieder. Wir berichten. Auf jeden Fall ist es jetzt warm, weil hier sind die Heizstrahler. Ja, hier, ich drehe mich mal, dann könnt ihr es aussehen. Heizstrahler, viele Menschen und ja, wir machen uns mal auf den Weg jetzt. Bis später. Ich mache mich jetzt mal kurz auf die Suche nach dem Peter. Gucken, ob er schon aufgeregt ist oder ob noch alles in Ordnung ist bei ihm. Es geht jetzt gleich los mit seinem Vortrag und der wird natürlich überragend. Zumindest sieht er überragend aus, weil ich für ihn gestaltet. Ja, auf jeden Fall gucke ich jetzt mal, wie es ihm geht und ob er schon ready ist für alles und dann sehen wir uns gleich. Sag was. Servus, Herzlich willkommen. Ja, Schön, dass ihr da seid. Das Schön, dass wir Fans, alle ne? da sind. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen, damit wir wissen, wie der Film. Ja, das Achso, ist ja, nicht so ich bin gut, altbekannt. Ich bin immer noch der gleiche, der immer noch Eistee macht. Ne? Super. Ja, im Übrigen hat er nicht verkauft. Aber alle, das alle wissen mal richtig. Ja, Ich genau. bin der Andi Brönnemann aus der Schweiz von der Trendfabrik. Wir machen Events in der ganzen Schweiz. Ja, das ist halt sick. Der kann nichts außer Eis. Rechnung an ihn. Genau. Der kann nur Eis. Schwarzes Eis. Schwarzes Eis. Aber gutes Schwarzes. Demnächst auch schwarzer Eistee. Genau. Kollabo, ne? Oh, gefährlich. So, jetzt, meine erste Party über. ja, Peter, wie sieht's aus? Bist du aufgeregt? Das ist so amazing nice. Er hat gerade schon das Mikrofon gesehen und hat gedacht, er muss es halten. So Stil, ne? Den benutzt, ja genau. Eigentlich benutzt er den nur zum Singen. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ob das eine Gesangseinlage wird oder ob es ein Vortrag wird. Benutzt er nur zum Singen normalerweise. Du kannst den Vortrag auch vorsingen. Wir sind ja flexibel hier, ne? Auf jeden Fall geht es jetzt gleich los. Ja. Bleib dran. Ich bin so mäßig nervös, das wisst ihr ja, aber Was sieht es denn? gute Leistung kann man nur mit einer gewissen Grundnervosität. Und das Schöne ist, es hört mich hier eigentlich gar nicht mehr. Wir Das haben ist so alle das nämlich Schöne. Kopfhörer, also Das hört ich werde mich den eigentlich gar Vortrag auch über Kopfhörer anhören und euch dann Das heißt, sagen, ob es gut war Ja, oder wenn nicht. nachher Videos kommen, das ist natürlich also wundert euch nicht. Ja, ich werde reden, aber ihr werdet nichts. Und super ist auch, ne? Da gibt es verschiedene Kanäle in verschiedene internationale Sprachen. Und Kanal 3 ist die Übersetzung von Schwäbisch auf Hochdeutsch. Wir haben es noch gesagt, Dolmetscher. Also ich kann ganz entspannt zuhören, weil die machen das für uns, die Jungs hier hinten. Ja,
Wir melden uns dann danach nochmal, ne? Ja. Und gucken, ob ich noch lebe. Später. Tschüss. Ich höre Peter jetzt schon reden, ihr noch nicht, aber ihr hört ihn eh nicht. Ich höre ihn hier und ja, ich filme trotzdem ein bisschen. Ihr müsst euch dann halt denken, was er sagt. Ich habe mir jetzt mal kurz eine ruhigere Ecke gesucht, dass ich euch ein bisschen was erzählen kann von hier. Also wir sind jetzt, hey! Ich habe mir jetzt kurz ein bisschen eine ruhigere Ecke gesucht. Wir sehen, laufen hier trotzdem Leute vorbei. Es ist super viel los, es sind richtig viele Aussteller hier und wir sind am Missionieren natürlich. Maultaschen für die Welt. Genau, also wir haben uns ein bisschen getrennt, der Peter und ich sind jetzt separat unterwegs, damit wir hier effektiv arbeiten. Es ist ja hier nicht zum Spaß, sondern wir wollen was von den ganzen Leuten oder die auch von uns gegebenenfalls. Maultaschen kommen gut an, habe ich jetzt schon festgestellt. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen schon und ja, schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Ich muss euch mal was zeigen. Und zwar, ich habe hier eine geile Couch gesehen. Ja. Da setze ich mir jetzt mal drauf und dann, ich habe hier einen Interviewpartner, mit dem mache ich mal ein Interview. Ich setze mich da mal hin. So. Ja. Wie findet ihr Maultaschen? Wie findet ihr Maultaschen? Lecker, Maultaschen. Ja, kennst du Maultaschen? Das ist doch das Teig. Ja. Ja. Schwäbisch. Schwäbisch, ja. Die haben mich vorher, also wo ich vorbeigelaufen bin beim Telefonieren, haben die sich auf einmal bewegt. Ich bin zu Tode erschrocken. Du hattest Angst, ne? Ich hatte Angst, ja. Aber ich bin auch ein Angsthase, ich bin Schwabe. Ja, guck mal, die stehen schon lange, wollen alle sitzen. Ne? Also ich berichte euch weiter von der Messe hier. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, hier noch einmal ein kleiner Ausblick von oben auf die Messe. Ich bin jetzt mal in ein Stockwerk höher gelaufen, damit ihr auch mal seht, was hier so abgeht und wie es hier aussieht. Es ist jetzt nur eine Halle von 4, aber ich finde es, hier hat man einen schönen Blick. Auch in Dortmund trifft man Schwabenpower, ne? Herzlich willkommen, der Frittenmann. Live in Action, genau. Live in Action, ja, so sieht es aus. Die Schwaben bocken hier wieder. Der macht richtig geiler Scheiß, wenn er Fritten braucht. Ne? Ist aber nur ein Großhandel, gell? Einzelhandel ein bisschen nicht. Einzelhandel auch, genau. Das sind unsere 10.000, 11.000 Facebook-Fans, die könnten gar nicht Fritten von dir beziehen, oder? Doch. Also beim Rewe und beim Edeka kriegt man unsere Fritten. Ganz aktuell gibt es eine große Aktion beim Netto, auch ein cooler Preis gerade. Und wir versuchen noch in Kaufland reinzukommen. Also, ihr merkt schon Schwabenpower, ne? Das ist nicht so wie bei uns die Maultäschler, ja? Irgendwo kriegt man uns schon. Er hat es eigentlich schon geschafft. Ne? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Vortrag ist vorbei. Ich nehme gerade mal Mittagessen zu mir. Hol mal eigenes Essen mit, ne? Auf Street Food Convention. Geil. Hey, ich habe Peter gefunden. Ja. Hello. Hast du schon gegessen jetzt oder wie? Ja, ich habe mal Essen mitgebracht. Ja, ich hab mich durchgefressen mit gerade Essen. Ich war gerade bei den Frittenlauf. Kennst du den Frittenlauf? Ja, war gut. Cooler Trip. Kommt aus Backen an. Ja, die Schwaben sind schon ganz gut vertreten hier. Ich habe mit der CBA schon gesprochen, Karl-Benz Arena aus Stuttgart und hier Rottweil, Kraftwerk, die sind auch am Start. Also ja, wir sind gut vertreten hier. Prominenz aus Singapur, Prominenz aus Dortmund. Dortmund, Österreich, Deutschland, Schleswig-Holstein, aber in Österreich leben alles Mögliche. Herzlich willkommen, ja, nachdem der Chatterfood, unser Freund Chatterfood, jetzt ein Interview gemacht hat, das 10 Minuten ging, müssen wir jetzt einen raushauen und machen 15 Minuten. Ne? Und zwar habe ich hier den Moderator.
Stell dir mal vor, unsere Facebook-Filme. Kennst du uns überhaupt? Ich kenne euch, aber ich bin jetzt ein bisschen ehrlich. Es gibt so viele coole Jungs von euch und Mädels natürlich auch, nicht zu vergessen, dass ich natürlich hier auf der Messe immer ein bisschen brauche. Ne? Wer ist jetzt genau wer? Das Gesicht kennt man ja eben. Genau. Wir haben uns mal getroffen in München. Aber das nur ist aber kurz. ganz kurz gewesen, das weiß ich nämlich auch. Und natürlich habt ihr genau auf dem Streetfood Festival. Und das habe ich mir gemerkt. Ne? Also I love Moll. Das. Molltaschen kennst du? Ja. Ich bin jetzt 33 Jahre Koch, sonst müsste ich jetzt von der Bühne gehen. Okay. Wenn ich Molltaschen nicht kennen würde, also dann hätte ich Aber du hast nie bei uns gegessen? Nee. Dein Leben wird sich komplett verändern. Das weiß ich. Stimmt's? Es wird mit Sicherheit so. Das können wir ja noch wiederholen. Aber du bist ja irgendwie in Weiterbildung hier, nicht mit dem Stand, oder? Nee. Ich wollte mir mal deine Moderationskünste anschauen. Gut, das haben wir jetzt. Und eine kleine Speakerrolle gehabt. Jetzt war meine Speakerrolle bei dieser Show, das haben die selber gemacht, aber seit heute Morgen, da waren einige gute Sachen dabei. Okay. Vielleicht war auch was scheiße, aber das kann passieren. Wir werden uns irgendwann mal sehen. Dann bist du natürlich unser Gast, ist klar. Okay. Ja, und dann freue ich mich mal von dir ein Feedback zu hören. Okay. In diesem Hast du Sinne, eigentlich vielen erzählt, Dank. wo du bist? Hast du das einmal gesagt, dass wir auf der BOE sind? Ja, ich habe das schon mein 15. Video. Ah, okay. Ich muss einen kleinen Film machen. Ja. Ich habe einen ganz klaren Auftrag vom Chef, Okay. also vom Marketingchef. Warte, ich muss mal runtergehen, ne? Und Da dann kommt ganz die Hand klar. vorhin. Ich muss gehen. Tja, alles klar. Vielen Dank. In diesem Sinne, tschö. Ab jetzt geht's los zum spannenden Teil des Abends. So, wir sind jetzt hier auf der BOE Night, beim schönen Teil des Abends angekommen. Und ich habe Peter schon wieder verloren, aber den suche ich jetzt. Und dann schauen wir mal, vielleicht berichten wir nochmal, vielleicht auch nicht. So, wir haben es geschafft. Der Tag ist vorbei. Ich meine, jetzt das Angenehme sozusagen. Es gibt ganz schön viel Essen hier, gell? Kleine Stärkung. Und dann ab nach Hause. Das heißt, Schön, dass du dabei warst. ja, wir haben uns gefreut. Aber schön, dass wir dabei waren. Du warst heute da, Peter. Ja. Gut, alles klar. Ja, Guck mal, hier da schon ist wieder ein Melis Auto. Video. Ja, das ist Melis Auto. Die Burger Lady aus Köln. Alle getroffen heute, Ja, gell? sehr Alle cool. beisammen. Definitiv. Das sind die ganzen Streetfoodler, ja. Ja. Also in diesem Sinne, Ja, wir verabschieden uns jetzt und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.